Madame Danzer huet de Paul Lasch invitéiert bei eis an Schëll zu kommen. Hin huet eis bësse vun der Filmgeschicht gezielt an als Beibrot Filmer mat anderen anzugucken. Ich interessiere mich für Film. Aber wenn ich für Film interessiert, mengen ich, kann ich nicht so lernen, sich auch mit der Geschichte von dem Medium zu beschäftigen. Film verstehe ich besser und appreciere ich besser, wenn ich den Film von gestern, ob man es kennt. Das heißt, Kino von heute ist ein Produkt von einer Evolution am Kader von der Filmgeschichte. En plus gibt es heute ganz viele Realisatoren, die Referenz machen, ob Filme von früher, ob Coden, Konventionen von Genren von früher. Die sind noch jung, die können schon noch vieles nicht gesehen haben. Aber der Reflex, den die Leute haben, oh, das ist ein Film von früher, und dann gibt es von einem Film erst 80 Jahre geschwärzt, das ist nicht für mich. Das ist der falsche Reflex. Ich muss ihn auch probieren, eine Ouvertüre zu finden über das Kino von früher, und das hilft das Kino von heute besser zu appreciieren. Jetzt probiere ich das ganz ein bisschen zu illustrieren. Das erste Beispiel, die ich kenne, das ist nicht Kino, das ist Tele. Voilà. Das erste, was er hat, ist ein Extra aus Simpsons. Das zweite, was er hat, ist ein Extra aus dem Film Apocalypse Now. Das ist eine Referenz an die Simpsons, ein von, ich gebe so, nicht mal Hunderten, sondern von Tausenden Filmreferenzen an die Simpsons. Ganz viele Witze aus den Simpsons kann man nicht mehr verstehen, wenn er ein Minimum von filmhistorischer Kenntnis hat. Full Metal Jacket, das ist ein Film von Stanley Kubrick. Oben links als Simpsons, innerhalb aus dem Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. 2001 vom selbsten Kubrick. Oben links Simpsons innerhalb den nächsten Film. Voilà. Und ihr seht halt praktisch Plan für Plan von Simpsons, den Originalfilm, den aus dem Jahr 1969 stammt, zitiert. Eine andere Szene aus dem selbsten 2001, das ist ein Zeitreise, innerhalb den Film, und oben links den Homer. Voilà. Auch praktisch Plan für Plan, sogar die großen Pläne von der Pupille, unser Tellkell so überholt. Praktisch am selben Rhythmus. Aber vielleicht noch zum Schluss. Das ist natürlich eine Referenz auf den nächsten Film von Quentin Tarantino, den heißt Reservoir Dogs. Und, du hast einen berühmten Szene dran, an der die Musik so eine ganz wichtige Rolle spielt, wo ein Mann Dauerhof geschnitten kriegt. Gesehen ihn davon nicht, aber das ist bald, wie man den Gift gesehen. Und hier geht die Szene auch parodiert. Voilà. Das sind pure verschiedene Zitate, und natürlich auch ein bisschen der Gag mit dem Stil von den Filmen von Tarantino gemacht. Hat das Lützebäuer Kino an den letzten Jahren weiter an Interesse gewonnen? Es gibt genug Gründe, sich auch für das Lützebäuer Kino zu interessieren und sich dafür damit zu beschäftigen. Aber mir persönlich hat natürlich auch damit zu tun, dass ich einfach an dem Moment, wie sich das Lützebäuer Kino wirklich entwickelt wird, Anfang 80er Jahren, am Niveau von der Exploitation, natürlich Kino gegründet ist wie Utopia oder der Kinosch zu Esch. Weil das war die Zeit, wo ich jung war. Das ist schon das persönlich auch alles Mann erlebt. Und dem war ich auch matt gemacht. Ich fühle mich als ein Teil davon. Dafür also die letzte Filmgeschichte auch für mich ein Teil von meiner Geschichte. Welche interessante Lützebäuer Produktionen sind an den nächsten Jahren zu erwarten? Vorerst war das eine interessante Produktion zu lösen. Also es ist interessant, wenn ihr einen bekannten Akteur spielen könnt, an einem Film, den er noch aber nicht so viel mit Lützeburg zu tun hat, oder als ein Film interessant, wenn ein flott Lützeburger Geschichte, die zu Lützeburg spielt, die nicht Lützeburg müssen, das muss nicht effektiv den Karkais sein, aber das kann aber etwas sein, was mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Wenn das gut gemacht ist, vielleicht witzig, vielleicht dramatisch, ob so Geschichten, ob so Szenario warten wir, und es gibt keinen Grund, wieso das nicht soll die stattfinden. Wir haben Paul Lasch gefragt, welcher Film an seinen Ehren der beste ist. Es gibt keinen besten Film von den letzten Jahren. Es gibt just Filme, die mir persönlich aus dem einen oder anderen Grund besonders gut gefallen haben, die ich gerne purmal gesehen habe. Aber Filme, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann, sind da zwei aus den letzten Jahren. Der eine ist The Big Lebowski und der andere ist The Usual Suspects. Das will aber nicht viel einer, also mehr seriös und bessere Filme gedreht sind. Aber das sind zwei Filme, die ich persönlich in
en emotionelle Lien hun, den ich mat andere Filme vielleicht net tun. In einem ganz gute Film, den ich auch gesehen habe, das weiße Band. Das finde ich ganz stark beeindruckt. Wie seit Zukunft vum Lützebauer Kino aus? Die hängt von denen auf, die Heilo an den nächsten 10, 15 Jahren raus aus der Liste kommen, auf Fleisch auf Filmschule gehen. An die nächsten Generationen sind dazu abgerufen, für interessant, originell und persönlich Filme zu machen.